One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet, 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jeder von uns soll helfen zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht, aber wie wir alle gut können mit konkreten Mesuren die richtigen Aktionen dafür holen. Und für diese Episode habe ich Magali Paulus eingeladen und wir sprechen über Participation citoyenne, also Bürgerbeteiligung. Moin. Moin. Für dich mal vorstellen, schon 3 Fakten, über die ich vorbereitet und wenn euch etwas nicht gefällt, unbedingt kommentieren und ergänzen, wenn ich gibt, das werde ich vergessen. Okay. Ethnologie für Formation. Ja. Passioniert Aktivistin zu Lützeburg. Absolut. In anderem bei Ethika, Collective Tax Justice und auch am Feminismus. Absolut. Genau. Und beruflich Koordinatrice von Assemblée Climatique an der Transition Démocratique bei CEL, das heißt Citizens for Ecological Learning and Living. Yes. Was hast du vergessen? Nicht. Obwohl, vielleicht schon. Ja, ich meine, den Aktivismus, der ist für mich immens wichtig, zumal weil ich der Meinung bin, dass man muss gucken, wie man alle guten, die verschiedenen Sujeten mehr zusammen können bringen und für eben die Schwarzteil wird One Planet, die wird eine nachhaltige Zukunft, eine gerechte Zukunft und dass man einfach muss gucken, wie man all die verschiedenen Sujeten, die dazu hinbringen, irgendwie probieren zusammenzubringen. Das ist auf Französisch das Convergence des Luttes und voilà, das für mich den Aktivismus könnte viel hier. Convergence des Luttes. Convergence des Luttes. Mir gemeint. Absolut. Was aus Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, die wir haben für eine nachhaltige Entwicklung? Für mich also, dass wir wirklich fertig bringen, all die Konzepte, die wir haben, aufzubauen oder Sachen abzubrechen, dass wir aus den fixen mentale Kadern, imaginäre Kadern, die wir haben, dass wir die abbrechen können. Aber war das konkret eher Zukunftsvision? Meine Zukunftsvision ist, dass wir endlich fertig bringen, so eine gerechte Welt wie möglich zu haben, wo jeder Mensch, jeder Lebewesen am Anfang auf der Welt seine Rechte respektiert wird und so kann leben, wie das Lebewesen nicht am Anfang will, am Abklang am Anfang mit all den anderen. Aber wie steht da im Zusammenhang mit dem Thema von der Bürgerbeteiligung? Wir brauchen für die Zukunft aufzubrauchen, brauchen wir jeden. Dafür brauchen wir auch BürgerInnen. Wir brauchen nicht nur Politiker, die politische Decisionen holen, und Chefs d'Entreprise, die ökonomische Decisionen holen. Wir müssen jeden an alle Decisionen abbringen. Das klingt ein bisschen utopisch und ein bisschen chaotisch, auch wahrscheinlich. Wir meinen, wir wirklich können auch die Strukturen aufzubauen, die da sind, die alten Strukturen, brauchen wir wirklich neue Ideen. Und die neuen Ideen, die kommen nicht von denen, die ewig Pouvoir sind. Was genau versteht ihr in der Bürgerbeteiligung? Wie grenzt denn da zum Beispiel von der Demokratie, die wir momentan haben, auf? Oder grenzt das gar nicht auf? Was wäre komplementär? Ja, also für komplementär, ja, mehr am Anfang just momentan, also für mich komplementär. An der Zukunft wird das nicht just komplementär sein, weil ich der Meinung bin, dass wir das ganze demokratische System auch abbrechen müssen und umdenken müssen. Momentan haben wir eben eine repräsentative Demokratie, wo wir eben alle 4-5 Jahre wählen gehen und wo wir dann eben die Leute, die gewählt sind, die holen dann Decisionen für uns. Was wir aber nicht vergessen, halt zu Lützeburg, dürfen wir nicht alle wählen gehen. Nicht alle Guten, die impactiert sind durch Politiken, die gemacht werden hier am Land. Und dafür geht es für mich momentan ja komplementär, eben so lange wir nicht fertig tun am Anfang,
Strukturen wirklich zu ändern. Es soll nicht, dass alle Menschen unter den Tisch sitzen, für Decisionen zu holen. Wir müssen einfach gucken, wie wir auch Männer als Silo sind, wie wir einfach fertig bringen, mehr Leute unter dem Tisch zu holen, wenn es zum gesellschaftliche Fragen geht, die jeden verdrehen umgehen, dass die konzerniert Leute, die Leute, die konzerniert sind von einem Thema, von einer Politik, dass die können mitschwätzen. Froh vom Nachhaltigkeitsrat. Für was ist es so wichtig an einer Gesellschaft, die will nachhaltig sein, dass Bürger und Bürgerinnen teilholen? Für was ist Partizipation für ihr ein wichtiges Thema? Meier, wie ich gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass die konzernierten Personen müssen abzugehen, wenn es um gesellschaftliche Themen geht, die am Anfang nicht wieder konzernieren. Und das kann auf verschiedenen Niveaus sein. Das kann eben auf Niveau sein, wenn den Arnstein, den hat so ein Leder von der Partizipation gemacht, da geht es effektiv, da fängt es an, weil Partizipation kann ja auch manipulativ sein. Das kann ja auch so, wir machen Partizipation für Partizipation zu machen, und ja, wir haben das gemacht, check the box, juppie, alles ist gut. Und eben, da können die noch informativ Partizipation, wo die Leute informiert gehen über Politiken oder was gerade an ihrer Stadt geschieht oder so. Und da können wir aber raufgehen, wo wir anfangen, die Leute zu konsultieren. Und dann können wir raufgehen, auch nach mehr Heisch, wo man Leute mit abziehen, für Decisionen zu holen. Und die Leute die Möglichkeiten gehen, die Wissen gehen, und die Moyens gehen, für zu Decisionen zu kontribuieren. Den Constat vom Demokratiedefizit zu Lützeburg, die scheint die letzten Jahre schon mehr ankommen zu gehen, weil es gouf ja auch für sich von Bürgerbeteiligung. Ich bin mir nicht sicher, wo sie auf der Echelle vom Arnstein waren, alle gut. Aber es gouf ja praktisch die Constat, wir mussten andere Leute auch bezahlen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass nur dem mit paar Jahren immens Schnellgang ist, ein bisschen aufgebracht ist. Für was erklärt der Staat, ist das irgendwie auch logisch, dass, wenn es so eine Avalanche am Anfang gibt, dass die irgendwie aufgebracht wird? Ist das normal, oder? Oder ist es gar nicht aufgebracht? Das ist mein Constat. Es ist schon noch Gefühl, dass oft politische Partizipation oder Bürgerbeteiligung, das hängt oft von einem politischen Willen auch auf. Und ich freue mich, zum Beispiel, wir haben noch seit einem Jahr plus ou moins eine neue Regierung. Und ich meine, da bleibt es auch teilweise bei der Regierung hängen, wo einfach Menge mit Männer Bürgerbeteiligung vielleicht da ist. Zu denen auch oft vielleicht gefiel, dass verschiedene Prozesse plus ou moins zu nämlichen Zeiten waren oder direkt nur die anderen, die aber leider nicht wirklich auf den abgebaut haben. Und dann kommen natürlich auch immer ein bisschen kritisch Kommentaren oder Vorstellungen an. Es darf ja beides. Es darf auf der einen Seite auf nationale Echelle, der Klimabürgerrat, da wird viel geschwärzt an Luxemburg Transition. Und es gab auch viele Gemengen, Projekte für zu sagen, wir entwickeln den Staat neu oder wir wollen irgendwie Platz neu aménagieren. Und das ist ja dann mehr kleinteilig früher gewesen, wo konkret gesagt ist, wir schaffen genau darunter. War das wär eigentlich für die Bürgerbeteiligung noch 4 zu bringen? War das du mehr so das Volksgeheimnis? Also echt da am Großen, die wir ganz Lützeburg zu schwätzen? Oder geht es wirklich am Anfang drin, wir müssen Demokratie neu lehren, dass man mal am Anfang vielleicht wirklich im Platz für ein Hotel der Welt schwätzen? Wir müssen effektiv Demokratie neu lehren. Das ist gut, dass das so gesagt hat. Weil wir müssen das frisch lehren. Und effektiv, wenn das bei sich 400 Jahre zum Beispiel möchte, da hilft das schon. Aber das muss auf verschiedenen Niveaus sein. Und ich meine noch, was für mich ein wichtiger Teil ist, dass die Personen, die am Prozess mit Arbeit zusehen, die muss eine große Transparenz auch über den Prozess da sein, für was das möchte. Und noch zum Beispiel die Vorstellung von einer Bürgerbeteiligung wäre auch gut am Anfang, wenn Leute da schon auch gingen, mit Arbeit zu gehen, für das es wirklich eine konkrete Vorstellung ist und noch eine Vorstellung ist, die etwas bringt. Und nicht just etwas, was ihr schon denen sich denkt, das ist eine interessante Frage, komm, wir stellen die mal den Anwohner, und am Anfang von den Anwohner ihnen am Anfang die Frage nicht wirklich interessant. Das ist, müssen aber auch mehr weit gehen, wie just so, weil da kann wir stellen nur die Frage. Und auch oft, das Problem ist ja auch bei so Prozessen,
Also eng von den Kontranten von den Prozessen, als das nicht nur darum geht, so Prozesse zu machen, muss ich auch gucken, okay, was könnt ihr noch raus? Und das oft bei den Folgen von einem Prozess, wo Leute eben viel Frustrationen noch teilweise entwickeln, weil sie oft so viel Heichattenten noch hatten an dem Prozess, dass oft nie klar gesagt, okay, wie weit können wir gehen, was können wir machen? Ich meine, wenn wir den Klimabiergerot zum Beispiel holen, da haben die Leute, die da mitgemacht haben, die haben wirklich gedacht, dass sie könnten Rekommendationen machen für den PNAC. Die Frage war so formuliert. Aber wie viele von den Rekommendationen, die sie gemacht haben, sind an den PNAC angeflossen? Und zumals, okay, was war, und wie, das ist gar keine Transparenz auch vom Suivi gewesen. Und ich meine, da ist auch oft den Haken, dass es nicht just darum geht, dass ihr einfach seht, hey, komm, wir bringen Leute zusammen und wir verbringen entweder ein Weekend zusammen oder einen schönen Abend zusammen und wir diskutieren. Und dann wissen wir nicht, was an der Sache geschieht. Und das ist oft, dass ihr sich zu viel auf den Prozess selber fokussiert und nicht weit genug denkt. Ich erkläre kurz PNAC, Plan National l'Énergie et du Climat. Ja. Genau. Der kritische Geist. Guter Moment für den kritischen Geist. Okay. Das ist doch alles Kabelstatuten. Absolut. Weil, kommen doch sowieso immer dieselben, die schon überzeugt sind immer dieselben, die sich engagieren. Die meisten wollen doch gar nicht teilholen davon. Dafür, das ist Quatsch, dass sie Wahrscheinlichkeit suchen. Wollen sie nicht oder können sie nicht? Können sie nicht, weil sie keine Zeit tun, weil sie nicht fühlen, dass sie eine Legitimität tun, über Sachen nur zu denken, dass ganz viele Personen an einem Alltag sind, wo sie ständig hin und her laufen, probieren, Arbeit mit der Familie zusammenzubringen. Und wen hat dann die Zeit für sich? Also Sujets anzubeziehen. Und ich meine, es geht wirklich für mich, geht es wirklich darum, dass es geht nicht um eine Wille-Sache, es geht um eine Können-Sache, an eine Legitimation auch, dass jeder für den eine Stimme hat, die wichtig ist, für gesellschaftspolitische Fragen zu diskutieren. Es gibt an anderen Ländern auch Modellprojekte, wo aléatoire ausgewürfelt wird, ausgelost wird, wen daran den hält. Als das für ein Modell für die Zukunft, aber wo sind da auch Kontranten vielleicht? Ich fand das Modell wirklich interessant, weil es da eben mehr weit geht, an eben Leute ausschwätzt, die nicht unbedingt sich gemeldet hätten von sich selber an ihnen eben Moyen gibt, viel sich mit anzubringen an den Fall, das ist super interessant am Anfang an zumals auch, wenn ich gucke zum Beispiel an der Welt, da gibt es den Bierger Parlament am Anfang zu open und das dreht auch regelmäßig, das heißt, da kommen immer mehr Leute auch dran, das heißt, und das geht an eine Kultur, die Personen eben mit auf den Weg kriegen und eben noch da können wir entwickeln. Komm ich zu kurz über den Auflauf von so einem von einer Bierger Beteiligung. Da gibt es ja auch Kontranten an dem Sinn. Es gibt einfach Leute, die mehr outspoken sind. Es gibt Leute, die echt da Zeit brauchen, für sich zu trauen, etwas zu sagen. Es gibt Leute, zu Lützeburg Sprachkenntnisse sind ein großes Thema, die einfach kein Problem haben, im Ausspruch zu schwätzen. An anderer fühlen sich da limitiert. Wie kann ihn all auch inklusiv denken an so einem Biergerot? Manchmal geht es ganz viel eben um Moderation auch, wie Sachen facilitiert, wie Leute zu Wort kommen lässt, was für Möglichkeiten, was für Espassen in am Anfang schafft, wo Leute können zu Wort kommen. Vielleicht also doch nicht immer schwätzen, vielleicht also doch eins dort schreiben oder dort malen oder eine Art und Weise für sich können auszudrücken. Und eben die Sache von der Zeit. Wen hat Zeit? Wer kann Zeit tun? Kann ich Zeit kreieren, zum Beispiel von meinem Employer, dass dem ich freistellen, für das ich einen Prozessor mit teilholen. Oder zum Beispiel, ich bin eine Mom, ich habe einen kleinen Kind, ich will samstags an den Biergerot gehen. Wie kümmert sich dann um mein Kind? Dann gibt es eine Möglichkeit, dass ich etwas machen kann, doch zum Beispiel. Könnte ich mein Kind doch mitholen und dann wäre da etwas, wo mein Kind mit anderen Kindern keine Sachen machen oder so. Das sind Sachen einfach mehr global denkt, wie gesagt, mehr inklusiv denkt, an sich auch mit Frauen, mit den Sprachen zum Beispiel. Da kann ich noch ganz einfach
Sachen an immer Traduktion sowieso. Und dann, wenn in einer kleinen Gruppe zum Beispiel schafft, dass ihr auch zum Beispiel eine Person dabei hat, die für ihr kann übersetzen oder dass ihr eine Sprachgruppe möchte oder ich meine, ja, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, die will sich einfach nicht limitieren, dass die Geschichte von Ja mehr an das Ja an, dass man muss kommen an eine Dynamik, wo man Ja an so zu der Sache nicht Ja mehr, das geht nicht. Top, Flop. Was will dann nicht mehr müssen erklären? So viel. Für was ist überhaupt nötig, dass wir umdenken? Ich meine, wir haben eine Klimakrise, wir haben wirtschaftliche Krisen, wir haben eine Biodiversitätskrise, wir haben Polykrisen ohne Ende, wir haben Kriege ohne Ende. Wir haben eine Welt, die zugrunde geht, eine Welt, wir sind einfach auf einem falschen Weg. Und einfach, dass ich noch immer muss erklären, dass wir wirklich auf einem falschen Weg sind und dass der Kapitalismus uns nicht retten wird, aber dass er uns dahin erbrücht hat, wo wir sind. Das ist für mich so den Trick, den ich nicht mehr erklären will. Fakten, Fakten, Fakten. Und ich meine, dazu ergänzt sich perfekt Fakten, Fakten, Fakten. Welche Zahl darf man in diesem Podcast nicht mehr vergessen? 50. 50? 50, das ist Teilchen von einer Population zu Lützeburg, die nicht wählen kann, die keine Stimme hat an nationalen Wahlen. Das ist doch... So kann ich doch nicht ein Land aufbauen, das ist ja nicht möglich. Also alle Menschen wissen ja, dass das nicht funktionieren kann, wenn ein Teilchen von einer Population, die kontribuiert zum Reichtum, und nicht muss das am Anfang mehr wie Teilchen, weil nach Altfrontalien noch dabei sind, die kontribuieren zum Reichtum von einem Land und die sind nicht abgezogen an Decisionen, die keine Stimme für Decisionen können zu holen. Ja, Biergerbedeeligung wird ja viel angesagt, zum Beispiel in Deutschland, für über Projekte von der energetischen Transition zu schwätzen. Zu Lützeburg haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass so Projekte von Wandmühlen und so weiter gestoppt gehen, während einer Form von Biergerbedeeligung, nämlich dem Biergerprotest, was ja auch interessant ist. Und ein Phänomen, was man auch zuletzt viel hören, ist der NIMBY-Effekt. Not in my backyard. Also, wir wollen zwar irgendwie schon Wandkraft, aber wann ich nicht da, wo ich mit dem Hund spazieren gehe. Wie kann Biergerbedeeligung da helfen, da lang zu kommen? Ich meine, wenn das große Bild auch gesagt, für was ist es wichtig, zum Beispiel Wandmühlen aufzubauen? Für was ist es wichtig, dass wir andere Energien aufbauen? Dass wir als Art und Weise, wie wir leben, ändern. Es geht nicht nur darum, dass wir individuell alles ändern, und dass wir einfach den Fakt, dass wir hier zu Lützeburg ob die Schülerinnen von den Populationen aus dem globalen Süden leben, dass wir als Ressourcen verbrauchen aus Ländern, die keine Rechte haben, wo die Personen wenig Rechte haben, wo sie an der Armut leben. Das ist einfach, wir leben am Anfang auf den Kosten vom globalen Süden oder von Populationen auf dem Rest von der Welt. Und ich meine, das ist einfach nicht gerecht. Und ich meine, das müsste man uns einfach mehr bewusst sein. Und nicht nur am globalen Süden, aber auch heim. Wir leben auf den Kosten von den nächsten Generationen, von unseren Enkelkindern, von unseren Urenkelkindern, von jedem. Das ist schon ein bisschen Responsabilität und ein bisschen eine Menschlichkeit auch. Und dann müsste man das auch ansehen und nicht just gucken, gucken, hier kann ein Porto nicht weit von meinem Garten. Aber ich bin sehr froh, dass ich überhaupt ein Porto da ist und das nicht ganz gesehen. Ja, wie weit verändert eine positive Erfahrung von einer Biergerbedeeligung? Wie weit verändert die dann auch das Gefühl von, meine Stimme auf etwas wert? Verändert sich eine Stimme während dem Prozess? Ja, natürlich, weil die Fakten da sind. Weil in erstens mal mit Fakten konfrontiert ist, weil auch mit seinen Ängsten konfrontiert ist. Mit seinen Ängsten und seinen Emotionen noch schwätzen und mit anderen zu schwätzen. Das kann doch so ein kollektiven Geist, meinst du, raus, in dem Sinn mehr sich just
mit anderen Austausch, zum mit anderen Austausch, die nicht die nämlich Meinung haben wie ihr selber. Weil sonst drehen die ja immer an dem Hamsterrad und meinen den immer alle Menschen, just die kleine Kreis, die rundherum sind, das hat alle Menschen sowieso die nämlich Meinung. Das heißt, kann ihn sich austauschen, mehr Meinungen hören und irgendwann kann ich noch dann dadurch seine Meinung ändern, weil ihn einfach auch mehr Konnexionen gesagt. Ich hatte eine kleine Erfahrung von einer Biergewählung gemacht, an einer Gemeinde, wo es darum ging, aus eben noch ein Zentrum neu zu aménagieren. Aber was mir ein positiver aufgefallen war von der Moderation, war, dass gesagt wurde, dass alle Ideen, die da hinkommen, die gehören uns alle gut. Das heißt, du musst sie nicht mehr verteidigen. Mir einfach alles, was gesagt wurde, bleibt am Raum und wird auch nicht jugiert. Mit das einfach du. Ist das so eine Methode? Ja. Ah, okay. Tipptopp. Gut gemacht von der Person. Das finde ich auch gut. Ja, gut. Für was vielleicht ein bisschen ausholen? Für was ist das wichtig, dass ich nicht sich muss verteidigen oder die Erfahrung, die du möchtest in einer Biergebildung? Das ist einfach die Idee von einem sicheren Raum aufbauen, wo jeder eine Stimme hat und wo jeder auch das kann sagen, was die Person will sagen, solange sie eben an moralische Grenze bleibt, an ethische Grenze bleibt von dem Respekt von jedem und nicht den Angriff von nicht rassistisch sein oder homophob sein oder so. An der Fakt, dass die Sachen dann durchstehen und nicht jugiert gehen, dass einfach alle Menschen die Idee von jedem als auf einem Niveau. Und das heißt, alle Menschen können sie summen, als ob den ab einer Ahn heißt. Und so kann ich noch die Sachen zusammen entwickeln. Wenn alle Menschen auf einer Ahn heißt, also nicht irgendein mehr weiß oder meint oder sieht, meine Idee ist viel besser wie Ding, wenn wir alles zusammenbringen und nur von da aus zusammen Ideen developieren, also entwickeln, ich meine, dann als alle Menschen mit Arbeit zu und dann hat jeder seinen Platz. Und ich meine, es geht doch darum, dass jeder seinen Platz hat und noch gehört wird und seine Stimme hat. Wenn ich zum Schluss von dieser Episode noch ein bisschen provokativ gehen, da stelle ich mir schon froh, dass die Form von Demokratie, die wir über Jahrzehnte kultiviert haben, nicht auch ein bisschen bequem gewirkt, an dem Sinn, wir wählen alle 5 Jahre und dann reden wir 5 Jahre lang über Politiker ab. Und dann wählen wir rum, heinz doch dasselbe, auch reden wir uns rum ab. Aber mal muss ich einfach nur lauschen und noch als denen, ja, müssen anstrengen, weil vielleicht einer Spruch geschwärzt geht, weil vielleicht auch die Leute, die immer ganz viel Raum angeholt haben, nicht mehr so viel Raum anholen. Das ist ja anstrengend. Ja, klar, ist es anstrengend. Wie war das Biergebildung dann anstrengend? Weil in einer Komfortzone rausgeht. Und ich meine, wir müssen aus einer Komfortzone rausgehen. Natürlich ist es doch schön, einfach daheim zu sitzen und sich abzuregen über das, was der Premier gerade gesagt hat oder was irgendein anderer gerade gesagt hat und einfach nichts zu machen. Aber dann geht aber darum, dass wir zusammen eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Und du musst eben alle Menschen dazugehören. Und das anstrengen, das aber auch flott, das tut ihnen aber auch super flott Erfahrungen und können die mit anderen Leuten zusammen und aus einer Komfortzone rauskommen, bringt das auch weiter auf andere Plätze in unserem Leben, weil wir einfach mehr resilient gehen, weil wir Sachen anders angehen, weil wir mehr Frau gehen, auch teilweise mehr offen gehen, auch vis-à-vis von den anderen. Und voilà. Das ist anstrengend, bestimmt, muss in Zeit abbrennen, ja. Und, schon lange nehmen, also noch einen persönlichen Entwicklungsprozess, einen persönlichen Prozess auch für an die Änderung zu gehen, an den Wandel zu gehen. Wenn ich zurückkomme auf die Zukunftsvision vom Anfang, da wäre es ja, dass alle Bürger sich beteiligen können, seine Rechte können partizipieren. War das so ein erster Schritt, den man machen muss an die Richtung von Ihrer Vision? Ein ganz wichtiger Schritt, meiner Meinung nach, wäre über Arbeitszeitverkürzung nachzudenken und darüber zu schwätzen. Dass man nicht können an der Art und Weise, wie die meisten Leute momentan schaffen, man muss es schaffen, gehen, für ihre Leute zum Beispiel zu bezahlen und ihre Familie zu ernähren, können wir nicht eine andere Gesellschaft gestalten. Können wir nicht die Freiraum haben, für die Welt zu gestalten. Das war ein schönes Schlusswort. Magali Paulus, so vielmals merci. Vielmals merci. Das war
One Planet 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich habe heute geschwätzt mit Magali Paulus über Biergerbeteiligung. Wenn ich kurz resümieren, was wir beschwert haben, dann habe ich hören, dass es vor allem darum geht, dass die Form von Demokratie, die wir momentan haben, nicht nachhaltig ist und eben auch nicht adaptiert ist für die Lösungen, die wir müssen haben, wo alle Menschen auch Teil davon ist, wo alle Menschen sich gefühlt an geheiert. Dafür muss man neu wieder gehen und das hat auch natürlich das Risiko, dass es kleine Schecke gehen, aber die langfristige Perspektive ist die richtig, weil nicht mehr so können wir eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen, wo jeder seinen Platz hat. Perfekt. Da bin ich froh. Das war One Planet 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Vielen Dank für das Nachlauschen und für das Nachgucken. Die fandet also auf alle sozialen Medien, liked uns, followt uns, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Die könnt also auch gerne Kommentare schicken. Wir sind dankbar für all Feedback. Und rekommandiert uns auch euren Kollegen, eurer Familie und euren Freunden. Merci für das Nachlauschen und denkt dran, One Planet 20 Futures, Zukunft Aselo. Merci.